Willkommen zurück in der Wüste Ranel bei Zelda Skyward Sword HD. Ich habe offscreen noch ein bisschen Wüstengräser gefarmt und zwar aus einem bestimmten Grund, denn ich will mal ganz kurz zurück in Wolkenort kehren. Zurück in Wolkenort zurückkehren, klingt irgendwie auch doof, ja? Naja, jedenfalls, wir gehen mal ganz kurz zurück für ein paar Upgrades unserer Items. Denn mir ist mal so nebenbei aufgefallen, dass wir eigentlich relativ viele schon von möglichst verschiedenen, sag ich jetzt mal, Schätzen haben und ganz kurz nachgeguckt, wie viel wir überhaupt noch bräuchten für dies und das. Und dabei festgestellt, dass wir eigentlich jetzt in der Lage sein müssten, 3 Items abzugraden. Und sogar 2 unserer Schilde aufs Maximum. Und ja, finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht. Zumal wir jetzt das Ranel Steinwerk dann betreten. Den dritten Dungeon in diesem Spiel. Ich eine Paraschall nie öffnen muss. Tja. Hätten wir eigentlich auch mal rausnehmen können, war, dass man halt auf den Boden aufklatscht und vielleicht ein Herz verliert oder so. Wäre dann so schlecht gewesen. So, genau, ein paar Dinge haben wir hier schon gemacht. Erstmal ganz kurz gucken. Noch eine Flasche, ja, vielleicht. Mal gucken. Warum habe ich eigentlich auch festgestellt, dass sie gar nicht so viel brauchen, wa? Ja, bitteschön. Oder ich mach's doch anders und hol mir erstmal noch den Schild für eine Flasche, weil wir haben schon 2 Feen dabei und so und ich glaube, das wird reichen. Komm. So, Kumpel. Jo, Mann, was geht ab? Wir feiern die ganze Nacht. Ja, ist gut. Ich hätte gern einmal, ganz kurz gucken, jetzt können wir den Käfer hier auch upgraden. Uns fehlt dann, glaube ich, noch Bienenlarven. Genau, die müsste ich ja im Fall von Pharaon als Beispiel in des Tempels können wir die holen. Also einfach dort, wo es halt irgendwie Bienen hat. Wir können Holzschild upgraden. Genau, sogar genug Schmuckschädel. Den Eisenschild upgraden auf ganz hart oder stark geht auch schon. Bombentasche geht noch nicht, das eher später. Den haben wir jetzt schon. Das Ding geht auch noch nicht, weil wir auch Finsterhalbmonde und wissen, die Dinger gibt es erst sehr viel später. Schmetterlingsnetz müsste auch schon gehen. Aber geh jetzt mal 3 nach. Also erst mal ein Holzschild bitte. Okay. Ja, das wird richtig schön. Ich bin aktuell ein richtiger Aufnahmelaune, aber irgendwie schon 15 Folgen, glaube ich, im Voraus jetzt aufgenommen. Das ist richtig krass. So. Weiter upgraden kann ein Holzschild nicht mehr. Wir haben schon auf stark von dem her. Und jetzt kommt ein Eisenschild. Das ist ein bisschen teuer. Aber kein Problem. Okay, okay. Den starken Eisenschild. So. Bombe. Wird trotzdem eigentlich noch gehen. Das gleiche wie hier. Was ist da los? Ist da irgendwie ein Update am Laufen? Mein Windows, ey. Obwohl. Bei mir. Motion Control gerade. Kehrfangnetz. Das geht auch noch. Sehr gut. Nehmen wir das in den Raum noch mit. Okay. Dann hätten wir das Kehrfang jetzt schon mal bis zum Ende abgegradet, weil mehr geht gar nicht. Zumindest wenn ich mich richtig erinnere, aber ich hoffe zumindest. Das Meisterfangernetz erhalten, oder Meisterfängernetz erhalten, dann ist es doppelt so groß wie zuvor. Damit soll es selbst die schnellsten Insekten erwischen. Genau. Perfekt. Ja, jetzt kommt die Schleuder, die kann man ja einmal noch upgraden. Für Streuung, nachher ist das auch durch. Kerbe kann man, glaube ich, noch 2-mal upgraden. Momentan glaube ich auch noch 2-mal. Aber für mich persönlich reicht es insofern. Der starke Holzschild. So, ja, da macht schon was her. Ansonsten. Ich könnte höchstens nochmal einen Trank mitnehmen, aber wozu? Jetzt habe ich erstmal den
super versteckten Holzschild. Ich habe da kein Eisenschild noch, weil ich mal schnell switchen muss. Sollte eigentlich reichen. So, das heißt, wir machen uns da auf nach Ranel. Weil viel mehr will ich hier gar nicht machen, auch wenn natürlich vielleicht sogar die eine oder andere Sidequest machen könnte. Wir könnten sicher mitunter, wie man hier sieht, ein paar Truhen öffnen. Aber auch das noch nicht jetzt. Wir begeben uns zurück nach Ranel. Das Gebiet der Wüste. Der späteren Gerudos. Oder auch immer sind. Wobei es könnte ja eigentlich auch sein, dass die Gerudos ursprünglich noch gar kein Volk waren, das existiert hat, sondern halt, ups, Entschuldigung, zu früh. Sondern halt erst irgendwie später dazu kamen und sich vielleicht sogar von den Hylianern abgespaltet haben. Ich will zumindest erklären, aus welchem Grund ja Link, Zelda und Ganondorf in Göttingen auserwählt wurden als Träger des Triforce. So berichten, alle Staaten, man speichert eine Karte markiert, du kannst jede auswählen, ist doch geil, Mann. Jo, dankeschön. Lagerhalle, Wüste Ranel, Wüstenschlucht, nee. Hey, wo ist denn in der Mitte? Ist das der hier? Jo, ist der hier, okay. Ich bin leicht verwirrt. So, versteckten Schild haben wir. Wir haben sogar noch irgendwie 4 Wüstengräser vorrätig. Okay, cool. Ja, passt doch. So gefällt mir das schon viel besser, Leute. So, dann also auf in den Tempel. Sparen doch jetzt hier mal nicht, weil das kann ich drinnen sowieso machen. Ja, und wer so fragt, was da um die Auswärtsplattform von letzten Folge genau sein sollte und so, das kommt später noch zum Zuge. Ich habe mich da offscreen daran erinnert. Auch wegen dem Finsterhalbmond und so. Das hat ein bisschen was damit zu tun. So, jetzt aber. 3. Tempel. Und nachher endlich mal Zelda treffen. Und richtig mit ihr quatschen. Hoffentlich. Wird nicht schön. Das Ranel-Steinwerk. Jo, und damit sind wir nicht einmal beim Tempel der Zeit. Ja, der Tempel der Zeit ist nämlich hier gar kein eigener Tempel. Insofern war der, glaube ich, ja sowieso nur bei, schöne Glibber. Ranel, beziehungsweise der Tempel der Zeit war ja, glaube ich, nur bei der Prinzessin-Tempel. Ansonsten ja nie. Aber Queen of Time war ja kein Tempel von dem her. Aber hat einen nie gestört. Zumal es ja auch ein epischer Ort ist und ich finde, so ein epischer Ort muss auch nicht ständig irgendwie ein Tempel sein oder so. Das würde ich mir nur irgendwie die Epiness nehmen, nicht wahr? So. Das auch mal, oh! Hä? Hab mich angerempelt, aber gar keine Herzen verloren. Wie geht denn das? So, zum Glück haben wir die Bombentasche dabei noch behalten. Weil ich glaube, wir werden hier einige Bomben brauchen. Bombs away und so. Ja, super. Was? Okay, hier versinkt man relativ schnell. Die Bombe ist auch weg. So. Ich hatte doch mal vor 1-2 Folgen erwähnt, dass es in der Ranel-Wüste irgendwo einen Ort geben soll, wo man einen Felsen verschieben muss und wo es offenbar einen kleinen Bug gibt. Es würde mich nicht wundern, wenn der sogar hier wäre. Und noch ein bisschen Glibber. Sehr schön. Deswegen ist es vielleicht gar nicht mal so schlecht, wenn ich wirklich hier draußen... Oh, Scheibenkleister. Hier noch abspeichern würde. Dann ganz kurz. Aufnahme funktioniert soweit. Alles klar.
So. Weil dann würde ich tatsächlich mal ganz kurz hier speichern. Und mich nicht auf das Autosave verlassen. Man könnte es eventuell sogar so richten. Das ist jetzt mal eine Idee, dass sogar den Fehler noch vorführt, sobald wir auf ihn treffen. Wäre eine Option. So, aber erstmal ganz kurz. Alles klar. Dann schicke ich mal den Cave auf den Rundflug, weil sonst habe ich hier keine Chance. Ich weiß gar nicht, was hier schon das Item war, aber ich glaube... Doch, warte mal, es war ja Sand, genau. Sand, die Wüste. Wisst ihr noch, es gibt doch ein Haus im Wolkenort, was ziemlich verstaubt ist. Und, ja, man kann eigentlich sagen, Staub und Sand haben doch gewisse Ähnlichkeiten. Und diese Ähnlichkeiten werden wir, wenn ich mich nicht komplett täusche, hier auf den Grund gehen. Ich glaube, es war doch so, weil ich weiß noch, wer der Boss hier war im 3. Tempel. Jedes andere Item würde bei dem Boss keinen Sinn machen. Ja, es muss das Item sein, okay. Ja, es ist das Item. Und sind auch hier überall ein paar Sandhäufe, sag jetzt mal. Und das wie schon wieder. So. Relativ easy. Zur Not einfach einmal draufhauen und dann warten. Oh, sowas aber nicht geplant. Was? Einmal. So, jetzt aber. Weil wenn die sich regenerieren, also wenn es ein Kopf oder mehrere Köpfe sich regenerieren, gucken die alle nach vorne. Und dann kann man sie mit der Wirbelattacke perfekt treffen. Genau. Wir haben hier diese Häufe, hier ist halt Sand. Im Wolkenhort war es Staub oder Dreck, oder was da Sand, keine Ahnung. Ein bisschen kacke aussah. Jedenfalls brauchen wir etwas, um das verschieben zu können. Beziehungsweise erst einmal, um den Sand wegzukriegen. Ansonsten ist das ganze Verschieben ja auch nichts. Ich weiß nicht, was hier bringen soll. Ich meine, hier hoch komme ich vielleicht irgendwie noch, aber ist überhaupt nötig? Offenbar ja. Gut von mir aus. Da kommt Link. So. Klappt das schon? Jo. Ich würde zwar dann den brauchen zum Verschieben, weil es wird zwar gerade auch nicht mehr. Egal. Oh. Es wird dunkel. Aha. Mhm. Ja, ich glaube, ich habe den Tempel ziemlich nervig in Erinnerung. Naja, solange es genug der Wassertempel ist. Au! Mein armer Cave ist nicht so unzerstörbar. So, dann gucken wir nochmal, ne? Dass die Truhen hier weg müssen, das macht irgendwie Sinn. Da oben sind ein paar Fledermäuse, habe ich gerade gesehen. Und das stört mich nicht besonders. Wow! Der hingegen schon! Sag mal, Link hier ist... Ja. Dankeschön, dass du die Leiter nimmst. So. Nein, Monsterklaue ist weg. Na ja, gut.
Oder noch ein paar, oder? Ja, sehr habe ich noch. So, Karte oder Item? Ich tippe auf Karte. Okay, wieder nach. Dankeschön fürs Irren. Jetzt kann man sich überlegen, müssen wir schon wieder zurück? Ich glaube schon, wa? Als Ding verschieben gibt von hier aus noch nicht. Das wäre ein bisschen schwierig. Ansonsten komme ich auch noch nicht weiter, weil ich muss irgendwie etwas hier aktivieren. Dafür haben wir den Mechanismus dann einfach runterziehen muss, dann würde sie aufgehen. Okay, das macht zwar Sinn. Man muss ja doch erstmal auf der anderen Seite sein, wa? Hier wird es irgendwie ähnlich sein. Ah, da. Druckschalter am Boden. Alles klar. Wir müssen erstmal zurück. Okay. Das war ein kurzer Ausflug in diesen Raum. Das alles nur für einen Schlüssel. So, irgendwas respawnt. Die kleinen Viecher, ja. Ja. Die Position vom Ding dort auch. Schade. Du. Was sind das für Viecher? Das Ding sieht irgendwie kaputt aus hier. Okay, da bringt so nix. Hab vorhin ein paar Dinger gefunden, vielleicht. Okay. Das Spiel mit der Zeit wieder, wa? Da oben ist so ein Zeitkristall. Sehe ich doch irgendwie. Ja, da oben ist ein Zeitkristall. Ja, das sind wohl antike Wächter hier, wa? Haben gewisse Ähnlichkeiten und ich fürchte nachher an sehr große Ähnlichkeiten. Hallo? Nett, dass ihr alle runterkommt. Dankeschön. Ja, nochmal so einer. Oh Mann. Oh nee, so ein Scheiß schon wieder. Oh, das ist eine Bombe. Jo, das muss klappen. Die Musik. Ups. Der kann ja mit der Sniper einfach abschießen, oder? Mit der Zwille einfach abknallen. Okay. Oder, aha, okay. Ich würde mit der Zwille da gar nicht durchkommen, ich muss zuerst öffnen, kann das sein? Jo. Wobei mir hier Pfeil und Bogen eigentlich lieber wäre, wenn ich ganz ehrlich sein darf. Kommt die überhaupt so weit? Gut, ich hätte auch den Beetle losschicken können. Ja, also wenn das mal nicht antike Wächter sind, weil dann nicht weiter. Ach du Scheiße. Nur sind sie wesentlich einfacher zu schlagen. Weil glaube ich ihren... Ja, ich bin gar nicht mehr so sicher, ob man überhaupt ihre Laserattacke auch zurückschicken könnte. Muss aber zugeben, ich habe aktuell auch nicht viel Bock drauf, das auszuprobieren. Hui, so. Da ein paar Kristalle. Jo. Erstmal vielleicht hier hoch. Alles voller Strom hier. Tja.
20 Rubine, naja. Da ist der da. Oh, okay. Dass man noch die Ausdauerfrüchte hier sehen. Weil das ist verflucht anstrengend. Dafür seid ihr umso einfacher zu schlagen. 20 Rubine, welch ein Glück. Oh. Dann geht es irgendwie auch weiter. Ich wäre sogar versucht, die 200 zu besiegen, wobei, was bringt es mir? Ne? Muss man sich auch so fragen. Wir haben gerade gesehen, es gibt ihnen gar keine Items. Dann kann ich es mir eigentlich auch sparen. So, kurz gucken. Alles klar. Hier geht es auch nicht weiter. Sieht schon abgefuckt aus, wa? Tja, und das alles nicht nur 10.000 Jahre vor Breath of the Wild, sondern noch viel, viel länger. Eine ganz, ganz antike Technologie. So die auch von Chica ist. Ich glaube eher weniger. Also ich behaupte jetzt mal, wenn das so wieder sieht, dass wirklich die Technologie der Chica, die wir aus Breath of the Wild kennen, dass die eigentlich darauf basiert. Und sie halt diese Technologie wiederentdeckt haben für sich und ja, so eben 10.000 Jahre vor Breath of the Wild damals die Verheerung Ganon besiegt haben. Und dann nachher dachte, hey, das ist ja cool, das kann man wieder auferstehen lassen, quasi. So. Irgendwas verpasst mittlerweile, glaube ich nicht, oder? So. Bin ich jetzt dort, wo ich das Teil runterschmeißen könnte? In einem komplett neuen Raum, oder? Ah, fast. Da waren wir zuvor. Oder eben noch nicht, je nachdem. Ja, aber das Item müsste langsam aber sicher mal kommen, das Dungeon-Item. Huch! Ist man da von neu oder was? Krass. Alter. Zum Glück wird es hier noch angezeigt, weil war ja damals zum Beispiel bei Ocarina of Time mit dem Feuertempel ganz anders. Da kann das Feuer einfach ausgeschossen aus der Erde. So. So viel lieber spucken die Teile jetzt auch nicht aus, wa? Ah, jetzt wieder. Das Ding muss nach unten. Ja, natürlich nicht gemeint, weil ich würde gerne zum Item da kommen. Also eine große Truhe ist entweder die Karte oder das Dungeon-Item. Tja. Das ist ja vielleicht übersehe? Das aufzuschmeißen kann schwierig werden, oder? Ja, glaubt sogar. Okay. Nicht, dass er es gerade wollte, aber warte mal. Nee. Ich hatte doch schon hier drin irgendwo. Ah, nee, dann komme ich da auch nicht hoch. Also irgendwo muss etwas sein, womit ich weiterkomme und sei es irgendwie wieder ein Zeitkristall oder so etwas. Warum kann ich hier hoch?
die andere Frage. Kann ich hier rüberspringen? Jo, klappt. So, wo bloß, dass er verschwindet. Aha. Dann versuche ich es eben so. Was zum... Ach so. Was ist das für ein Geräusch? Okay, ja, der Part ist eigentlich vorbei. Ich wollte dann ganz kurz, ganz gerne noch das Ding holen. Erstmal gucken. Ah, hoch kommen wir auch noch. Ist so etwas? Außer Skorpione. Das ist noch eine große Truhe. Haben wir etwa in diesem Raum sowohl die Karte als auch das Dungeon-Item? Ja, komm, Link, mach's auf. Jetzt tippe ich auf das Dungeon-Item. Jawohl, der magische Krug. Diesem uralten, mysteriösen Artefakt entströmt starker Wind. Ganz geil. Tja, was macht er? Genau das macht er. Jetzt wissen wir auch, wie wir den Volcanord einsetzen können. Oder wo der Volcanord gebraucht wird. Sehr schön, Freunde. Das Dungeon-Item. Jo. Und wie der uns hier noch weiter helfen wird und ob der irgendwie auch beim, ich meine, ein bisschen Pusten und so, was soll der groß beim Endboss helfen. Das und vieles mehr in der nächsten und vermutlich auch übernächsten Folge. Zurück bei Zelda Skyward Sword HD. Oh je, bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.